Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Am Montag gehen endlich die Läden wieder auf. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Aber der zweite Lockdown ist natürlich für den Detailhandel verheerend gesehen. Und einer, der die brutalen Folgen der Pandemie hautnah miterlebt hat, ist der Chef vom Perry Center. Bei ihm sind wir heute zu Gast. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein. Herzlich willkommen, Rudi Bügler. Guten Tag, danke vielmals fürs Kommen. Herr Bügler, es ist eigentlich wahnsinnig. Wir beide sitzen jetzt eigentlich quasi allein. Der Kameramann ist noch da, der Jan Erne. Im Eingangsbereich, im quasi neuen Eingangsbereich vom neuen Hotel im Perry. Es ist Donnerstag, kurz vor dem Mittag. Es ist tote Stille, das ist brutal. Ja. Immer noch unwirklich. Ja, das tut weh. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Wir haben es zugehört, das Hotel, und machen es auch zum 1. März wieder auf. Weil mit diesen Einreisebestimmungen hat es einfach keinen Sinn gemacht, das Hotel offen zu lassen. Jetzt am Montag können die Läden wieder auftun, fällt Ihnen ein Stein vom Herzen? Ja, aber nicht mehr so gross wie beim letzten, weil irgendwie, ich habe es gestern im Radio gehört, man hat gesagt, das gilt einmal für 3 Wochen und das, ja. Das ist keine wirkliche Perspektive. Nein, sicher froh für die Läden, dass sie mal noch die Winterware verkaufen können, aber wirklich, der Stein ist noch nicht runtergefallen. Der ist dann erst runtergefallen, wenn wir wissen, dass es verhebt. Wird es einen Rabattschlag geben, apropos, wenn jetzt die Läden aufgeht und die Winterware raus muss? Ja, das muss, weil ich sage 70%, die Ware muss weg, weil jetzt ist der Frühling da, die Frühlingskleider sind da und die Winterkleider haben wir nicht mehr können verkaufen und das gibt Rabatt schlecht, ja. Und da müssen wir schauen, dass trotzdem die Abstände dann eingehalten werden. Bevor wir noch über die Pandemie reden, als ich hier reingelaufen bin, habe ich zum vermehrten Mal Ihre Stimme gehört. Sie tun da selber quasi die Ansagen machen. Warum machen Sie das noch selber als CEO vom Perry Center? Ja, ich mache das erstens mal gerne und ich bin mal ganz früher habe ich den Walter J. Scheibli gut gekannt, einen Freund, habe ihm noch ein bisschen gelernt und er hat mich immer als Sportreporter. Und als ich da gekommen bin, haben mir 2, 3 Leute gesagt, du komm, mach doch du das, weil du hättest die Stimme dazu. Wir reden ein bisschen über ernsthaftere Sachen, ja. Pandemie. Aus Ihrer Sicht, was hätte denn am Mittwoch eigentlich sollen müssen kommen, damit Ihnen ein bisschen mehr Stein vom Herzen fällt? Ja, eigentlich, ich glaube, man kann gar nichts mehr erwarten. Also ich habe nicht mehr erwartet. Ich habe das erwartet. Ich habe natürlich mehr erhofft, also vor allem Gartenrestaurant jetzt, oder? Also die Terrassen sehe ich nicht ganz ein, dass man jetzt das nicht auftun kann. Hat man da auch eine, oder? Nur zum ganz kurzen Einschub. Man kann hier draussen beim Perry Lounge sitzen. Also mit den 2, Coop Restaurant und Perry Lounge, mit oder? Coop, ja. Und ich meine, man sieht es in den letzten Monaten, die Lebensmittelläden brauchen den Alkohol extrem. Also die Bierfestchen finden jetzt im Privaten statt. Dort schaut niemand mit den Adressen und dem Abstand und der Maske. Das verlagert sich jetzt einfach in die Wälder und auf Felder und also das ist Ding. Aber ich glaube, es liegt nicht an mir, da auch noch jetzt den Vorwurf zu machen. Das ist das, was mich stört an dem Ganzen. Es sind alle nur noch gegeneinander und wir müssen ja auch wissen, die Pandemie geht vorbei und wir müssen nachher wieder miteinander reden und irgendwie wieder einander vertrauen. Jetzt rund vor einem Jahr haben wir den ersten Corona-Fall in der Schweiz. Inzwischen 2 Lockdowns. Erzählen Sie doch mal, Herr Bügler, Stand heute. Welchen Schaden hat die Pandemie in dem Perry Center bis jetzt hinterlassen? Können Sie da einfach mal so eine Bilanz ziehen? Also es ist, oder man kann es rudimentär machen, wo man kann sagen, ja, man hat 30 Millionen Franken verloren, man hat Mieteinnahmen verloren, man hat Umsatz in den eigenen Betrieb verloren. Aber die richtigen Schäden werden wir erst sehen, wenn wir wissen, ob es Geschäfte gibt, die den Schnuff nicht mehr haben
Und das wird wahrscheinlich leider der Fall sein. Obwohl wir im letzten Lockdown ja 90 Tage Miete erlassen haben und den Werbebeitrag nicht verlangt haben, das wird ganz hart, weil es gibt Läden, wo jetzt zum Beispiel Geschenksboutique, die haben keine Ostern gehabt, keinen Muttertag gehabt, keine Weihnachten gehabt, keinen Valentinstag gehabt, haben die Ware schon eingekauft, müssen nicht nur Miete zahlen, oder? Und haben keine Einnahmen. Und das wird wahrscheinlich für ein paar Läden ganz eng und Restaurant. Der zweite Lockdown, sage ich, viele Detailhandel sind viel schlimmer gewesen als der erste. Ist das auch da so? Das ist dramatisch. Also das hätte ich selber nicht gedacht, dass es so viel schlimmer ist. Weil er ist natürlich im Kanton Aargau zum dümmsten Augenblick vor der Weihnacht. Oder? Man hat uns das Geschäft verwehrt. Die Leute sind auf Luzern und Zürich. Man hat ja die Bilder gesehen mit Schlangen und Stau. Also das heisst, die Leute haben sich noch eingedeckt, schon in diesen Ausverkäufen dort. Und im letzten Lockdown sind die Leute hungrig gewesen, weil es hat niemand offen gehabt und haben sich eingedeckt. Und man hat es ja gesehen, also das ist wahnsinnig gewesen. Und was natürlich auch verrückt war, am Freitagabend verkünden, dass man am Samstag den letzten Verkaufstag hat. Da hat niemand mehr reagieren können. Wir reden vom 18. Dezember und nachher am 19. Dezember der letzte Tag war und ab Montag alles zu. Kurz vor Weihnachten ist dann alles zu gewesen. Genau, Sie sagen es. Also ein Weihnachtsgeschäft eigentlich. Ist und am Samstag haben wir gewisse Leute rauslassen, weil wir überrannt worden sind, weil wir einfach nicht mehr haben können reinlassen, oder? Also es ist ganz brutal im Kanton Aargau, wie da reingeschossen wurde für den Detailhandel. Wie ist es das mit diesen Zahlungen für Kurzarbeit, für Unterstützungsleistung? Wie erleben Sie diese Seite? Das ist auch viel mühsamer als das letzte Jahr. Also wir haben das letzte Jahr Kurzgelder sehr schnell gehabt. Also Kurzarbeitsgelder, die haben wir sehr schnell gehabt. Also die sind tiptop gekommen. Jetzt ist es ganz anders. Wir haben Dezembergelder noch nicht, Januar noch nicht und den Februar hat man jetzt bereits schon gezahlt. Also weil man das System gewechselt hat. Also man muss wieder alles neu eingeben. Und was dazu kommt, ist, dass für viele Angestellte natürlich das schlimmer ist, weil man hat die letzten 3 Monate müssen rechnen und das letzte Jahr auch. Und das letzte Jahr ist vorher super gelaufen, alles offen gewesen. Weihnachtsgeschäft noch drin, die haben viel mehr Arbeitsstunden gehabt. Jetzt ist der Detailhandel hat gelitten, die Gastronomie hat gelitten, die haben weniger können arbeiten und jetzt hat man die letzten 3 Monate angeben. Das heisst, sie haben viel mehr weniger Stunden im Durchschnitt und kommen da viel weniger über. Also das Geld noch nicht ausgezahlt. Und ich meine, wir zahlen unseren Angestellten immer noch allen 100% aus, weil wir das jetzt können. Aber wie viel können das nicht? Ich meine, 3 Monate muss man auf die Gelder warten. Das ist also Sie reden von den Angestellten von der Interkauf AG? Ja, genau. Ja, also aber das geht allen so. Also ich habe gerade vorher ein Telefon vom Fitnesscenter, die haben die Gelder auch noch nicht. Also das ist doch einfach ein Wahnsinnig, oder? Vielleicht will man einfach warten, bis noch 10 lupft. Und das verstehe ich nicht, dass man einfach das System wieder wechseln, vom letzten Lockdown von diesen Geldern beziehen zu jetzt. Und dann schreibt wieder mal jemand, müssen ein Eintrittsdatum haben. Die Daten hat man schon alles einmal eingegeben, oder? Also das ist... Also der Bürokratismus hat offensichtlich enorm zugenommen. Ja, und auch nicht mehr so persönlich. Vorher wir können anrufen, man hat eine Person erreicht, man hat mit dem können reden. Heute kommen sie gar nicht mehr durch, ist alles nur noch online. Sie haben es schon erwähnt, man muss erwarten, dass einige Geschäfte die Krise nicht überleben. Das ist zu erwarten aus Ihrer Sicht. Ja, also das ist ganz klar. Jetzt gibt es sicher alle, die sagen, ja, die einen sind selber schuld, die haben vorher nicht genug sparen und Zeug. Das ist eben nicht so. Viele haben immer wieder investiert und das Geld jetzt halt nicht mehr flüssig. Und das wird ganz sicher noch, ich sage immer, die Welle ist bei uns von dem zweiten Lockdown bis im Oktober klar ersichtlich. Auch wenn die Kredite aufgebraucht worden sind und dann wird es klopfen. Das heisst, so die richtigen Auswirkungen im ersten, zweiten Halbjahr und nächstes Jahr? Ja. Viele Leute, Herr Bügler, haben ja im letzten Jahr und immer noch
massiv auf einen Online-Einkauf umgeschwenkt. Das ist natürlich eine Art Kassengift, sage ich jetzt einmal, von so einem Einkaufscenter wie das Pericenter. Die Leute kommen möglicherweise nicht mehr zurück, sagen die Experten. Teilen Sie die Meinung? Was bedeutet die massive Abwanderung vom Einkaufen ins Online-Business? Was bedeutet das für den Detailhandel langfristig? Oder kommen die Kunden zurück? Also das muss ich nicht beurteilen, sondern das kann man belegen nach dem letzten Lockdown. Wir haben das letzte Jahr im Mai einen halben Monat aufgeholt, wo wir zugehört haben. Also im letzten Jahr, im Mai, wo wir Mitte Monat aufgetan haben wir mehr Umsatz gehabt, als im ganzen Mai im Vorjahr. Also die Leute sind wieder zurückgekommen. Der Onlinehandel hat sich verändert und der ist da. Aber dass jetzt die Pandemie auf lange Zeit, kurzfristig, mittelfristig vielleicht, aber langfristig, glaube ich das nicht. Also so Einkaufszentren haben absolute Zukunft. Ja, wenn sie aufgestellt sind. Also man verändert sich ja. Wir im Einkaufszentrum, wir sind mehr auf Service gegangen, wir sind mehr auf Verweildauer, schöne Restaurants, eine grössere Auswahl. Dann glaube ich, kann man dem wieder... Das ist wahrscheinlich für Sie ein bisschen frustrierend. Sie haben ja das Pericenter eben so sehr viel investiert, neue Konzepte hineingebracht, mehr Verweildauer ist wichtig, oder? Wie wir in einem früheren Gespräch mal miteinander besprochen haben. Das haben Sie jetzt noch nie richtig können, quasi richtig umsetzen. Hat Ihnen wirklich auch da in der Pandemie total einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kann man das so sagen? Ja, da brauche ich schon fast einen Psychologen, weil Sie müssen sich vorstellen, Sie bauen oder planen 6 Jahre mit der Bauzeit. Und sie arbeiten Tag und Nacht und Samstag und Sonntag und treiben die Handwerker und die Angestellten und freuen sich. Und eine Woche vor der Eröffnung kommt die Maskenpflicht. Sie sagen das Fest ab, weil wir haben die Party nicht machen, weil wenn die Leute da sind, kann man es nicht aufhalten. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Wir haben nicht feiern. Also das ist, und jetzt da. Also wir reden vom letzten Oktober. Ja, genau. Im Oktober. Und dann im Dezember. Und jetzt, was ich da erlebe, also das ist eine riesen Frust, die kann ich gar nicht irgendwie fassen. Versuchen wir doch noch einen positiven Aspekt hineinzubringen. Aber gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendeine positive Lehre jetzt aus dieser Pandemie, die Sie mitnehmen? Also, da muss ich leider, im Moment nein, im Moment nicht. Also, alles wäre einfach nur eine schöne Rederei, oder? Also im Moment sehe ich wirklich leider gar nichts Positives. Nein. Herr Bügler, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein zu dem Gespräch. Ich drücke im Pericenter die Daumen und hoffentlich gibt es ab nächster Woche da ein bisschen Leben in die Bude. Ja, danke, Herr Pfister. Die Kunden werden sich auf Ihre Durchsagen freuen, wenn sie wieder zurückkommen können. Ist gut, danke, merci, Herr Pfister. Nächste Woche sind wir mit einem neuen Talk für Sie da. Zwar ist bei mir der Patrick Strössler, der Rektor von der Kante Zofingen. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder dabei sind. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherungen, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS-Versicherung. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.